sich selber zu beobachten, oder? Das ist in meinen Augen das A und das O, wenn man weiß, in was für Situationen man wie reagiert und warum man in was für Situationen wie handelt und so, dann kann man mitreden in seinem Leben. Und wenn man weiß, äh, ich mache A und also ich setze die Ursache und es gibt, da geht es an, dann kann man anfangen, dann kommt man Selbstermächtigung über und kann anfangen, den Spieß umdrehen und kann anfangen, andere Ursachen zu setzen, um etwas anderes zu erleben, um eine andere Wirkung zu erzielen. Oder? Und ich brauche jemanden neben mir, ist ein Mangelzustand. Das heißt, du sagst, ohne geht es nicht. Und das ist ein Glaubenssatz und ein Glaubenssatz tendiert zur Erfüllung zu gehen, weil ein Glaubenssatz ist so stark, du glaubst so fest dran, dass das eine selbsterfüllende Prophezeiung kann sein. Oder das heißt, allein durch das ich brauche jemanden neben mir, sagst du eigentlich, ohne geht es nicht. Oder das heißt, du bist eigentlich du machst dich in dem Moment, wenn du das tief glaubst, abhängig und in dem, dass du das aussprichst, stöhnt das für mich schon danach, dass eine Abhängigkeit ist, dass du ohne jemanden nicht sein kannst. Aber das ist eine sehr ungesunde Beziehung, wenn nur mit jemandem anders geht. Oder? Du darfst lernen, dass du, wie ich dir am Telefon gesagt habe, dass du selber so stark in deiner Mitte bist, dass du niemanden brauchst. Dass du weißt, eigentlich brauche ich nicht jemanden neben mir, weil es geht allein, aber ich finde es schön, wenn jemand neben mir ist. Dann sagst du, wenn du das so kannst in dir verankern, dann sagst du frequentiv, ich glaube, das gibt es nicht, aber du sagst das eigentlich, du tust in deiner Frequenz innen dann einen neuen Code setzen, nicht, oder? Wer da hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer da aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Das heißt, wenn du davon ausgehst, du brauchst jemanden zum, dann bekommst du immer mehr davon über. Du wirst immer mehr Bestätigung bekommen, dass du jemanden brauchst zum. Wenn du dir aber kannst innerlich dich so stärken und anerkennen, dass du niemanden brauchst, aber du findest es schön, wenn jemand neben dir ist, ist das eine ganz andere Frequenz. Das heißt, du das kommt dann automatisch jemand, weil du implizierst in dem schon, dass du jemanden möchtest, aber es nicht brauchst. Und ja, das ist ein bisschen paradox, aber das ist wirklich, je mehr dass man etwas will, desto mehr stoßt man das irgendwie ab. Oder behaltet es fern, weil eben, wollen ist nicht haben. Weil sonst musst du es nicht wollen, oder, wenn du es hast. Und wenn man das versteht, dann, ja, eben, ich, jeder wünscht sich einen Partner neben sich, oder? Und also, ich glaube eben, das ist, wir sind Menschen, wir brauchen Liebe oder wir wollen Liebe, aber je mehr, dass du etwas wirklich so fest willst, dann ist es wie, es muss eigentlich selbstverständlich sein, dass es so ist. Und das ist das, der Weg, wo ich schaffe, wo ich weitergeben will und wo ich auch selber bei mir merke, oder? Es ist wirklich auch etwas, wo ich selber bei mir erfahre, oder? Dass ich, wenn ich bereits habe, dann wird es mir geben. Also wenn ich in der Fülle bin, dann mache ich mehr Fülle. Das ist ein Naturgesetz, dass wir immer wachsen. Das wird immer das, wo ist, wird immer mehr, oder? Das heißt, wenn es du schaffst, in einem Zustand zu sein, wo du bereits bist, dann wirst du immer mehr zu dem. Aber wenn du eben im Zustand bist von ich will und habe nicht, dann wird das auch mehr, oder? Äh, ja, das ist das, was ich versuche, das ist das, was ich lehre und auch selber eben Erfolg damit habe und auch bei anderen den Erfolg sehen. Und es ist viel einfacher, als es tönt. Es ist wirklich viel einfacher, als es tönt. Und man ist so schnell, es ist wie ein Instrument lernen. Am Anfang, man hockt an und hört auf, weil es einem zu schwierig ankommt. Und die Menschen, die bleiben, die spielen plötzlich Instrument oder mit allem, oder? Die turnen, dann turnen sie plötzlich besser wie andere, weil sie es machen. Und das ist wie der Beobachter. Alle grossen Lehrer sagen, du musst Beobachter von deinen Gedanken werden. Und ich stimme dem zu. Es ist alles, das, was du am meisten machst, ist mit dir selber reden. Wenn du deinen Garten Eden, wenn du schlechte Gedanken säst, du erntest die. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Ähm, äh, ähm,
Das gibt auch ein Sprichwort mit der Ernte, oder? Du erntest, was du säst. Das sind alles auch Sprichwörter, die auch aus der Bibel und so kommen. Alles. Und das ist das, was ich erlebe. Und ja, darum ich kann unterstützen. Ich sage, ich bin auch ein guter Detektiv. Ich finde auch, treffe auch gut ins Schwarze rein, was wirklich auch helfen kann. Aber man muss halt selber wählen. Und man muss sich fragen, ja, was will ich? Will ich jetzt einfach jemanden, der für mich da ist? Oder will ich jemanden, der mir hilft, dass ich für mich selber da sein kann? Das Erstere hilft dir nicht. Es macht es nur schlimmer. Meine Meinung. Es macht es nicht besser. Wenn du jemanden suchst, auch jetzt zum Beispiel mich als Begleiter, und du willst einfach jemanden an deiner Seite und ich bin in diesem Moment aktiv an deiner Seite und kümmere mich ja in Anführungsschlusszeichen ja auch irgendwo durch um dein mentale Wohl, was ja dann vielleicht kann irgendwie, wow, da ist jemand für mich da, was ja auch schön ist, aber wenn das der Grund ist, dann habe ich das Gefühl, das kann das Ganze nur verschlimmern. Einfach, dass ich das auch mal gesagt habe, weil du machst dich dann immer mehr abhängig. Du machst dich einfach immer mehr abhängig, oder? Mein Ziel ist, dich aus der Abhängigkeit rein. Ist, wow, cool, ich arbeite gerne mit dem Fabio zusammen, weil der hilft mir, mich selber besser zu verstehen. Aus dieser Energie heraus kommen wir noch mit zusammen.